braune Bär sitzt jeden Abend vor seiner Baumhöhle und schaut zum Himmel rauf. Er beobachtet den Mond. Jeden Abend. Und das schon seit mehr als 7 Jahren. Der kleine Bär hat den Mond ganz fest gern. Und er behauptet sogar, der Mond, das sei sein allerbester Freund. Der kleine Bär hat den Mond nicht nur gern, nein, er weiss auch viel über ihn. Ganz in der Nähe vom kleinen Bär wohnen auch noch der alte Dachs, der schnelle Hase, der gescheite Rab und der Specht, der Trommel spielen kann. Das sind seine Gespane. Sie hören immer geduldig zu, wenn der kleine Bär vom Mond erzählt. Gerade letzte, wo sie so gemütlich beieinander gesessen sind, hat der kleine Bär begeistert erklärt: Der Mond macht immer einen Spaziergang am Himmel und begegnet die ganz verschiedenen Sternen und Planeten. Und habt ihr auch schon gemerkt, dass der Mond manchmal kugelrund ist, so rund, dass man Angststarr verplatzen könnte. Aber das ist zum Glück noch nie passiert, weil er merkt es dann gerade wieder und wird dünner und dünner und dünner, und wenn er ganz dünn ist, verschwindet er. Aber nicht für immer. Nein, dann wird er wieder dicker und dicker, bis er ganz rund ist. Kugelrund. So rund, dass man Angststarr verplatzen könnte. Aber er merkt es dann gerade wieder und wird dünner und dünner. Ja, der kleine Bär ist während dem Erzählen tatsächlich eingeschlafen. Voraus im weichen Moos vor seiner Baumhöhle. Seine Gespane schmunzeln und holen in der Baumhöhle im Mondbär seine Kuscheldecke. Mit der decken sie nicht zu, dass er während dem Schlafen nicht frieren muss. Und dann gehen sie heim. Aber der kleine Bär ist gleich nicht allein. Am Himmel stehen der Mond und die Sterne und die schauen in dieser Nacht ganz gut zum kleinen Bär und schicken ihm einen schönen Traum.